Heute stelle ich Pfarrer Dr. Thomas Benzinger einige Fragen. Lieber Thomas, warum hast du sowohl deine Dissertation, deine Doktorarbeit verfasst zu den Büchern Esra und Nehemia und auch noch ein allgemein verständliches Buch zu einem ähnlichen Thema, wie wir mit den Esra und Nehemia Büchern Kirchgemeindeaufbau betreiben können? Ja, gute Frage. Also im Verlauf des Studiums Altes Testament hat mich immer fasziniert. Ich habe ein Jahr in Israel gewohnt vor dem Studium, die hebräische Sprache. Und die nachexilische Zeit, die fand ich insofern interessant, als sie eben den Aufbau beschreibt, dessen, was wir dann auch im Neuen Testament sehen als das Judentum. Also wir haben schon viele Charakteristika in dieser Zeit, die sich dann auch durchziehen durch die Jahrhunderte. Und Esra Nehemia, du hast gesagt, ist ein wenig erforschtes Buch. Das Interesse der Forschung hat sich so seit den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts durchaus Esra Nehemia zugewendet. Vor allem, seit man Esra Nehemia wieder für sich gelesen hat als ein Buch, also losgelöst von der Chronik. Das war also ein Switch in der Forschung. Und das hat sehr, sehr interessante auch Textuntersuchungen hervorgebracht. Und ich habe mich da eingeklinkt, auch in viel, gerade in dieses Konzept der Wiederherstellung, auch viel angelsächsische Forschung. Also es war spannend. Auch, du hast schon gesagt, ich habe dann auch ein Buch geschrieben, und darum geht es ja heute, das Prinzipien herausgearbeitet hat aus den Büchern, die für heute auch anwendbar sind, für Gemeindebau heute. Und ich glaube, wir können wirklich viel ablesen von dieser Zeit des Wiederaufbaus nach dem Exil für uns heute. Und deshalb habe ich das einfach so Wiederherstellung genannt, ganz einfach, weil während ich auch über Wiederherstellung geforscht habe, wissenschaftlich und über Ambivalenzkonzepte in der DIS, war mein Leben selber sehr ambivalent und eigentlich bedroht, zweimal, sehr existenziell. Ich hatte einen Hodentumor, als ich 26 Jahre alt war, wusste nicht, überlebe ich das, war kurz vor der Hochzeit, habe in der Woche vor der Hochzeit den Bescheid bekommen, dass ich keine Metastasen habe und operativ der Tumor entfernt werden konnte. Und später dann hatte ich einen geplatzten Blinddarm, wurde 3-mal operiert. Ich bin auch da fast gestorben. Die Ärzte haben gesagt, wir haben gemacht, was wir können. Wie es weitergeht, können Sie hoffen und beten. Und wenn ein leitender Chirurg sagt, Sie müssen hoffen und beten, ist es meistens nicht so unbedingt eine verheißungsvolle, hoffnungsvolle Prognose. Aber ich wurde wiederhergestellt, Gott sei Dank, es war seine Gnade. Und ich habe gemerkt, es ist ein Thema, das mich existenziell beschäftigt. Und auch, wenn ich das noch kurz einleitend sagen darf, die Wiederherstellung unserer Kirche, die liegt mir sehr am Herzen. Also dieses reformatorische Anliegen, weißt du, wir haben eine Kirche und ist toll, die reformierte Kirche, die katholische Freikirchen in der Schweiz. Aber letztlich, wo ist diese lebensverändernde Kraft der Kirche, auch diese gesellschaftsprägende Kraft, wie diese reformatorische, transformative Kraft einer Kirche, die wie damals zur Reformationszeit Europa nochmals erschüttert. Da, glaube ich, brauchen wir einiges von Gott, dass er auch in Europa nochmals einen Aufbruch schenkt. Ich glaube, das teilen wir, dieses Anliegen. Und dass nicht nur christliche Werte, sondern auch der christliche Glaube einfach wieder an Gewicht gewinnt in unserer Gesellschaft, gerade auch unter den Jungen. Und ich bin eigentlich voller Hoffnung und glaube, wir können auch viel lernen von diesen Büchern. Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Ich habe einige deiner Kapitel in diesem Buch habe ich einmal zusammengefasst in einer Predigt, die hieß Nehemia, Doppelpunkt, Gott ist der Reformator. Jetzt möchte ich dich fragen, wie kann jemand, der sich in einer Kirchgemeinde freiwillig engagiert, wie kann er selber die Gesellschaft prägen? Wie kann er sich engagieren, dass die Kirchgemeinde wachsen kann? Ich glaube, es gibt unzählige Möglichkeiten. Auch jede Gemeinde ist wieder verschieden, wo immer ihr auch vielleicht Mitglied seid oder euch engagiert. Ich denke, es beginnt immer eigentlich in unseren Herzen. Letztlich beginnt es mit dem Gebet. Also ich glaube, letztlich ist entscheidend, dass in unseren Herzen auch diese Hoffnung des Evangeliums hell leuchtet. Und da beginnt eigentlich die Veränderung. Wenn wir schon mal mit Hoffnung erfüllt sind, das ist unsere Ressource, die wir haben als Kirche, Hoffnung zu bringen in eine Welt, der es oft mangelt an Hoffnung und an Perspektive. Und wir können die Bibel lesen, das sind so die ersten Kapitel bei mir im Buch. Und dann geht es natürlich weiter. Also ihr könnt euch irgendwo engagieren, sei es in der Kirchenvorsteherschaft, sei es in der Jugendarbeit,
Sonntagsschule, Jungschar, Teenie-Arbeit, was auch immer, eine Hauskreisarbeit. Der Schlüsselpunkt bei Nehemia 8 war ja, als die Tora verlesen wurde. Da ist die Erweckung in dieser nachexilischen Zeit richtig spürbar. Die Tora wird gelesen und dann wird in Gruppen darüber diskutiert, dieser levitische Dienst. Und dann erfüllt die Freude, erfüllt das Volk. Und ich glaube, dort die Verkündigung, die geschieht oft am Sonntag, jetzt so in einer normalen reformierten Kirche, wir können am Sonntag in die Predigt hören, das Wort Gottes, und dann braucht es aber auch die kleinen Gefäße, wo wir austauschen können, diskutieren, ringen, auch vielleicht mal in Auseinandersetzungen, so über Streiten, die biblischen Themen zugrunde diskutieren. Und das kann eben Hauskreisarbeit sein oder wie auch immer, oder irgendein Diskussionsabend oder Seniorenarbeit. Die Kirche bietet immer alles an, von Kind bis zur Seniorenarbeit, die sehr wichtig ist. Also man kann sich verschiedenartig engagieren, und du hast ja dann eine Doppelfrage gestellt, also sowohl in der Kirche, da gibt es, ich denke auch bei dir, du bist froh, wenn Leute kommen und sagen, ich glaube, kein Pfarrer, keine Pfarrerin würde sagen, wenn jemand kommt, darf ich mich engagieren? Nö, wir haben Überfluss an freiwilligen Mitarbeitern. Ich glaube, jede Gemeinde ist froh um jede Person, die sich in irgendeiner Arbeit meldet, sei es zu Hause im Büro, Adressen nachführen oder eben sei es Ausflug zu organisieren oder bis hin in die Kirchenpflege oder Kirchenmusik, was auch immer, praktische Mitarbeit, Kochen bei Kursen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das alles findet ja immer noch innerhalb der Kirchgemeinde statt. Und deine Frage war ja, dass wir als Kirche dann die Gesellschaft prägen können. Und ich glaube, dass diese Frage führt dann noch weiter. Wie können wir als Kirche auch, Jesus verwendet das Bild von Licht und Salz, wie können wir hineinwirken in unsere Dörfer, wo wir wohnen, oder in die Umgebung? Das war auch eine Frage. Genau. Wie können wir das machen? Also die Reformation vor 500 Jahren, die blieb ja nicht einfach in den Kirchenmauern stecken, sondern sie hat ganz Europa und schließlich die ganze Welt positiv verändert. Aber wie können wir unseren kleinen Teil heute dazu beitragen, dass das wieder geschieht? Genau, super Frage, hat mich sehr beschäftigt, auch als ich mich eben damit beschäftigt habe, was können wir lernen von Esra Nehemia für unsere Zeit. Du hast die Reformation erwähnt, Luther zum Beispiel war ja unglaublich bildungsfördernd. Oder sein Ansatz, wenn wir die Bibel lesen sollen, dann müssen wir sie lesen können. Erstens hat er sie übersetzt in gutes Deutsch, zweitens muss auch die Bedingung geschaffen werden, dass jede und jeder überhaupt fähig ist zu lesen. Das war unglaublich bildungsfördernd, Schulen gegründet. Und Zwingli zum Beispiel in Zürich, Deutschland hatten wir den Bauernkrieg wegen diesen horrenden Wucherzinsen auch. Das war diese Last auf den Bauern. Zwingli hatte eine unglaubliche Weisheit auch zu sagen, wir deckeln die Zinsen ab bei 5% oder wir schaffen auch soziale Institutionen in Zürich. Damals Pest hat grassiert in Zürich und er hat diese ganz praktischen Einrichtungen geschaffen, wo Menschen genährt wurden, übernachten konnten. Also die Reformation hat sozial gewirkt. Und wenn wir noch zu Calvin gehen, nach Genf, auch die Kirchenordnung, Calvin war eine Generation später, auch dieser reflektierte Theologe, hatte mehr Zeit auch über biblische Themen nachzudenken. Und die Kirchenordnung von Calvin, die war ja auch die Grundlage der modernen Demokratie, also die amerikanische Verfassung, so die Mutter der modernen Demokratien, basiert eigentlich auf der protestantischen Kirchenordnung von Genf über John Knox in den angelsächsischen Raum getragen. Und wir in der Schweiz wiederum, Schwesterrepublik von Amerika, haben unsere demokratischen Ideen, haben wir sie von der Reformation. Und das sind unglaublich kostbare Grundwerte. Ich meine, auch schon vor der Reformation, Christentum überhaupt, nehmen die Klöster, der ganze Bereich Gesundheit, das Soziale haben wir schon thematisiert. Also wir sehen, wie das Evangelium im Prinzip in alle Gesellschaftsbereiche segnend hineingewirkt hat. Und Bonhoeffer hat diese Mandate-Lehre entwickelt. Ich finde es spannend, in einer Zeit bekennende Kirche, als die Kirche sehr unter Druck war im Dritten Reich. Und Bonhoeffer hat gesagt, es gibt nicht nur das Mandat der Kirche, sondern da ist eben auch der Staat, die Familie und heute könnten wir sagen, viele Bereiche mehr, die Wirtschaft, das Gesundheitswesen, das Bildungssystem. Das heißt, was ganz reformatorisch gedacht, ich bin nicht Bürger zweier Welten, sondern ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst, aber bin genauso Christ am Montagmorgen, wenn ich als Pflegerin am Bett meines Patienten stehe.
Oder ich bin genauso, ich vertrete meine Grundwerte von meiner Schulklasse oder in meiner Bude mit meinen Kollegen bei der Arbeitsstelle. Das heißt, ich bin begeistert in dieser Hinsicht von Karl Barth und seinem Modell das Königreich Jesu Christi hat es genannt, also diese Idee, dass eigentlich das Evangelium von Jesus uns prägt. Er hat es genannt Rechtfertigung, also als Christ, wir wissen, wir sind von Gott gerechtfertigt, das ist seine Gnade, seine Erlösung. Und Rechtfertigung und Recht, das heißt, mein Wissen, ich bin von Gott angenommen, von ihm begnadet, lässt mich dann als eine solche Person eben auch im Staat und in meinem zivilen Leben, auch als eine Person leben, die eben diese Werte vertritt. Oder Christengemeinde und Bürgergemeinde ist ein anderes Werk von ihm. Das heißt, die Christengemeinde strahlt aus in die Bürgergemeinde. Wir können das jetzt nicht mehr 1:1 übertragen. Unsere Zeit ist entchristlicht als noch die Mitte 20. Jahrhundert. Also so das Selbstverständnis, dass wir eine christliche Gesellschaft sind, ist geschwunden. Und umso mehr, glaube ich, brauchen wir Menschen, die in unserer Gesellschaft stehen mit dieser Hoffnung des Evangeliums und diesen Werten und auch diesem Anliegen, eben segensreich da hineinzuwirken. Ja. Und du selbst bist ja Pfarrer, auch Dozent. Du hast unterschiedliche Aufgaben und Dienste, die du übernimmst. Was würdest du einer Pfarrerin oder einem Pfarrer raten, wie er eben die Kirchgemeinde fördern kann, dass sie aufblühen kann, Gemeindewachstum erbeten kann? Hast du auch in Bezug auf Esra und Nehemia, hast du konkrete Überlegungen? Ja, ich denke, wichtig ist, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Ich denke manchmal, nur schon zu wissen, dass Jesus der Herr der Kirche ist, das ist schon viel, weil es gibt viel Entmutigendes. Wir haben zahlreiche Kirchenaustritte, wir haben eine fortschreitende Säkularisierung und zu wissen, Gott hat es letztlich im Griff und das ist auch bei Esra und Nehemia so, mitten im Exil, in den Trümmern, auf einmal kommt ein König, Kyros, und setzt Dinge in Bewegung, die undenkbar waren und so, Gott hat Mittel und Wege, manchmal das heißt, Gott erweckte das Herz von Kyros, das heißt, Erweckung kommt von Gott. Und dann sind wir bei Nehemia. Immer heißt es, er betete. Also Nehemia setzt sich nieder, ist von der Not von Jerusalem eigentlich betroffen im Herzen. Er setzt sich nieder und er betet. Und ich glaube, es beginnt immer mit einer Betroffenheit in unserem Herzen. Dort, wo uns etwas angeht, oder vielleicht in dem Dorf, wo du Pfarrerin bist, Pfarrer bist, gibt es vielleicht konkrete Situationen, die dich irgendwie betroffen machen. Und wenn wir nur schon betroffen sind, dann ist es der Anfang. Das treibt uns ins Gebet. Und es ist oft der Anfang. Nehemia hat dann diese Strategie bekommen, wie er bei ihm jetzt konkret die Mauer wieder aufbaut. Das heißt, aus dem Gebet heraus geschieht vieles. Und alle 3 Phasen der Wiederherstellung in Esra und Nehemia, also Tempelbau, die Phase von Esra, die Neuorganisation der Gesellschaft und die konkreten Bauprojekte bei Nehemia, waren immer geprägt von Herausforderungen von innen und von außen. Und ich glaube, auch in Kirchgemeinden, es gibt überall, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es zwischenmenschliche Herausforderungen, Konflikte, wie auch immer. Es gibt strukturelle Herausforderungen, es gibt sicher auch zunehmend finanzielle Probleme in unseren Kirchgemeinden. Und dass wir eben, das können wir auch lernen, nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Das Gebet ist wichtig, das Wort ist wichtig, haben wir schon gesagt. Ich glaube, ganz wichtig, dass wir auch eine Wertschätzung des Wortes haben und wissen letztlich, auch hat uns die Reformation eindrücklich gezeigt, Erweckung geschieht immer dort, wo Gottes Wort Menschen trifft, sie verändert, wo Menschen vom Evangelium erfüllt werden, von der Botschaft, der Hoffnung, des Glaubens. Und das heißt, predige das Wort mit Freude, ich denke Freude, letztlich eben Nehemia 8, nach dieser Kleingruppenarbeit kam die Freude, das ist dort, wo wir mit Begeisterung, glaube ich, den Glauben leben im Alltag, dort sind wir ansteckend. Und dann müssen wir wie Schlüssel finden. Ich denke, das Tempelbau, die haben mit bereitgestelltem Material im Endeffekt gearbeitet. Und ich denke, jede Pfarrerin, jeder Pfarrer muss auch schauen, was gibt es bei uns am Ort. Wir haben damals, als wir im reformierten Pfarramt waren, 10 Jahre, wir haben am Anfang einen Gabentest gemacht mit den Mitarbeitern und da haben wir gemerkt, eine Ressource, die sehr prominent vertreten war, war die Gastfreundschaft.
Und dann haben wir gedacht, wie baut man Gemeinde mit Gastfreundschaft? Und das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben eine Kaffeemaschine gekauft, hinten in die Kirche gestellt und die Menschen sind geblieben jeden Sonntag. Es gab eigentlich immer Kirchenkaffee, weil immer Kaffeemaschine war da. Wir brauchten bald eine zweite Maschine und wir haben angefangen zu sagen, es gibt so viele Leute, die gern kochen bei uns, dass wir Gottesdienste gemacht haben mit anschließendem Essen. Oder wir haben auch Dorffeste gemacht und die Vereine haben uns gefragt, wenn ihr was macht, dann gibt es eine gute Stimmung. Und das heißt, wir haben das wie gespürt, das sind Leute, die sind einfach Gastgeber. Und dann kann man auch, weiß ich was, Alpha-Kurse oder Ehekurse, was auch immer, wenn man Inhalt vermittelt, rund auch um eine Atmosphäre der Gastfreundschaft. Das war unser konkretes Beispiel, das war rund um Gastfreundschaft ist vieles an Beziehungen entstanden, an Freundschaften. Das kann irgendwas sein. Vielleicht ist eine ganz andere Gabe da, oder eine Stärke in Musik oder in Kunst oder eben vielleicht ist eine Ehearbeit unglaublich stark, Seniorenarbeit, man hat ein Herz und eine richtig große Gruppe von Senioren, die etwas machen. Vielleicht ist es die Jugendarbeit oder eine Jugendschau, CVJM, was auch immer. Ich denke, Gott hat Mittel und Wege, wie bei Paulus jede Gemeinde wieder anders funktioniert hat. So funktioniert auch heute. Gott hat mit jeder Person und jedem Ort wieder eine andere Geschichte und eigentlich glaube ich, wir möchten euch ermutigen, herauszufinden, was ist der Schlüssel in eurer Gemeinde, in eurer Situation. Lieber Thomas, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter an Interessierte und abonniere meinen YouTube-Kanal @michael-freiburghaus. Wir wünschen euch Gottes Segen und ermutigen euch mit diesem Bibelwort aus Nehemia, bei dem es heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.